Fred. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Quasi all paar Monate haben wir hier in der Chamber eine Debatte, wo wir irgendwie einen weiteren europäischen Treaty diskutieren und aufstimmen. Für 2 Jahre haben wir schon mal gemeint, dass wir für das, dass wir selbst diskutieren, mehr regelmäßigen Aufstand kennt da drin. Und haut das Rim so im Moment, das sicherlich vertraut, auch noch nicht, dass die letzten Moment sind, mit Zeiten nach anderen Treaty noch kommen. Haut verlieren wir weiter wichtige Souveränitätsrechte, die an Zukunft schwere Konsequenzen haben für als Finanz- und Sozialpolitik hier im Land. Für uns als ADR ist es wichtig, und wir haben immer gesagt, dass wir als Hausaufgabe hier müssen machen, und wir haben das mehr wie einmal in der Vergangenheit hier in der Chamber und vielleicht bei der Budgetdebatte gesagt. Wir müssen ein Defizit am Staatsbudget an den Griff kriegen, nicht nehmen, wenn es europäische Kriterien, mir ganz einfach, weil es lebenswichtig ist für die Zukunft von diesem Land, für die Zukunft von den kommenden Generationen, die hier in diesem Land denken sollten leben. Politik aber von der aktuellen CSV und SAP-Majorität, die feiert aber direkt an finanziellen Fiasko. Finanzpolitik von dieser Regierung hypothekiert die kommenden Generationen so massiv, dass sie einem Hautschutz müssen leid tun. Am Jahr 2013 wird das Land Rekordschulden von 4,5 Milliarden abholen, quasi an einem Jahr so viel wie an all den Jahren für drin zu summen. Lützeburg wird auch das an den nächsten Jahren Kriterien von 3% respektiv von 60% nicht mehr erfüllen. Dafür ist ja blicklich Finanzpolitik schuld. Schulden klammer massiv. Anfangs von dieser Legislaturperiode von 5% bis zum Schluss von dieser Legislaturperiode nur und Grenz von 30%. 60% sind wir überzeugt, gehen an der nächsten Legislaturperiode überschritten. Da der wir dürfen schon lange für eine Schuldenbremse, ob an der Verfassung oder an einem Gesetz hier auf die Gestalt, wir dürfen, brauchen wir kein europäisches Treaty. Die Bremse hätte wir als können selber ablehnen, schon für Jahre. Wir hätten dafür Europa nicht gebraucht. Das kann ihr selber machen, wenn ihr nicht wollt machen. Und das ist am Anfang gelungen, dass Chile sieht, das Bremer brechen da, aber so dann aber gleichzeitig muss man von Europa oktroyiert kriegen, für das machen. Das kann ihr auch machen, ohne Treaty, wenn ihr nicht wollt machen. 3% gehen los schon beim Zentralstaat überschritten. Und nehmen durch die Überschuss an der Sécurité Sociale bleiben wir unter den 3%. Wir wenn der Sozialminister recht hat, wie gesagt bei der Reform vom Pensionswesen, dass wir im Jahr 2020 die annuellen Recetten, die annuellen Depensen nicht mehr decken, da wir sind dann in den nächsten 6, 7 Jahren den Überschuss an der Sécurité Sociale löserlos auf 0 raufgeht. Und allein durch die Tatsache erreicht man dann als 3%, nicht mehr verlimmen durch den Überschuss, leihen wir am Blick unter den 3%. Nicht mal daran zu denken, über die Moirresetten, die wir ab 2015 kriegen, wenn über den E-Commerce zwischen 600 und 8 Millionen Werten verlieren. Wenn wir also als Hausaufgabe nicht hier merken, und das tut einfach nicht mit Europa zu tun, aber das tut ganz einfach mit der Zukunft von diesem Land zu tun, da verlieren wir aber durch die vergangenen anderen Treaty als finanziell und politisch Souveränität. Dann dezidieren nicht mehr wir über die Politik, die hier im Land gemacht wird, mit europäischen Technokraten, und am letzten Fall, das europäische Gericht dezidiert dann über das, was wir hier am Parlament nicht dürfen, wir müssen das stimmen. Die rezenten Beispiele von Griechenland, Portugal, Spanien, Italien und so weiter beweisen, was für Maßnahmen da müssen geholt werden aufgrund von europäischen Decisionen. Sozialaufbau, Amerika, Sozialaufbau. Europa ist weder sozial noch demokratisch. Leute führen auch gerne für Europa, aber sie wollen kein Europa, was auf Kosten von der Sozialpolitik, was auf Kosten von den Bürgern geht. Am Wahlresultate vom letzten Sonntag in Italien,
die sicherlich a priori ein Resultat ist von innenpolitischen Decisionen aus den letzten Jahren an Italien, täuscht aber nicht darüber heraus, dass es da auch das Resultat ist von einer undemokratischen und unsozialen europäischer Politik. An Italien werden Sünden nicht nur ein Wort gegen die Regierung, mit auch ein Wort gegen die europäische Politik. Und noch da muss man sich feiern, wenn Europa so weiterführt, nimmen auf Kosten von der Bürger Sozialaufbau zu machen, da verliert Europa europaweit an alle Länder Vertrauen an Zustimmung, an das ihr schuld, wenn den europäischen Modell Dogif verloren wird. Wenn man dieses Projekt guckt, muss man auch da wir von der Chambre professionell gucken. Auch für allem Chambre des Salariés wird sich wesentlich mit dem Punkt zusammen beschäftigt. Und ich gebe auf ein paar Extrien aus dem Avis von der Chambre des Salariés dürfen vorlesen. Die Chambre des Salariés schreibt, ceci pose évidemment de graves questions sur le recul de la démocratie et du pouvoir souverain des parlements nationaux de voter librement le budget. Du reste, l'élaboration du traité s'est faite sans la participation du Parlement européen et sans l'implication des parlements nationaux et des partenaires sociaux au niveau européen et national. Maar vierheid de college François Bausch wordt ook lograat erop hingewiesen. Wenn man mengen dat Europa noch just 100 Zonen dieren von Technokraten kann dezidiert gehen, und dat dann just Nationalparlamenten nach dat zu ratifizieren nun oder müssen, was da dezidiert gehen, dann ist das eben ein immensen Demokratiedefizit, dem wir leben. Es kann nicht sein, dass zu Berlin dezidiert wird, was die Mehrheit zu Lützeburg dezidieren. Es kann nicht sein, dass die Lützeburger Chambre ein Annex vom Deutschen Bundestag ist. Mit das ist aber löst aber sicher, gibt das Realität. Wir sind nach just heute Tampelmänner, die ja an einem müssen zu dem denken, was auf europäischem Niveau dezidiert wird. Weiter sieht Chambre des Salariés zu diesem Traité, c'est un formidable moyen d'imposer au peuple des mesures d'austérité. Le texte soumis, und seht ihr das, warnt am von Politiker, le texte soumis à l'approbation de la Chambre des députés se révèle être un sérieux frein pour tout pays qui souhaiterait mener des politiques sociales et de relance à un moment où le chômage se fait persistant. Met dem Wort vom Traité gibt laut der Chambre des Salariés der Sozialaufbau am Marme angemessen. La Chambre des Salariés souhaite avertir les élus et les citoyens des graves implications de ce texte et veut attirer l'attention des députés sur la responsabilité qu'ils s'apprêtent à prendre en s'exprimant sur ce traité. Dafür muss sich die Frage auch stellen, wenn den Vierredner von den Majoritätsparteien hören hört, wo dann die Sozialpolitiker, die Gewerkschaftler, die Gewerkschaften, die in der Teite geschrieben haben, ungeheuren. Ich erinnere mich an den Kollegen Spautz, den er ein Red kann. Ich erinnere mich an Herrn Weber, den Herrn Kees, der Luxon. Ich kenne auch viele andere, hat man dann opgerichtet bei den Gewerkschaften, an ihren Manifestationen, immer an der ersten Reihe rundherum drücken. Wenn sie heute diesem Traité zustimmen, haben sie aber automatisch dem Sozialaufbau von moi zugestimmt. Das sollen sie wissen, wenn sie diese Wort tun. Mais moi, so nicht wie sie wären responsabel, mais da geht es ja in der Vergangenheit. Vertisch, gib mir ein Pouvoir in Brüssel, aber Brüssel, die Pouvoir exekutiert, das soll man hier im Parlament, maar wir hätten das dort nicht gewollt, wir wollten das dort nicht machen, wir kriegen es von Brüssel oktroyiert. Und so werden da in den nächsten Jahren sind, dann hören wir dieselben Leute, die in Hautheit zustimmen, die machen dann hier Sozialaufbau, an die Brüssel schuld, weil sie es von da vier geschrieben haben. Wir hatten Kriterien, Herr Präsident, mit Mingauer lebt, das heißt, ich könnte es doch, lebt, Ming lebt, Ming 25. Ja. Wir hatten, Herr Präsident, Maastricht Kriterien, die man hätte Kiet respektieren. In der Vergangenheit sind die über 80 Mal sind die nicht respektiert gehen. Staats- und Regierungschefs müssen sich gegenseitig die Absolution gehen, für die Kriterien nicht zu respektieren. Aber wenn sie Herr Abisch nicht gemäht tun, sollen sie nur als Merci, als Dank dafür nach zusätzlich Pouvoir kriegen. Ohne Unterschrift heißt es,
von diesem Treaty kann ich noch keine Hilfe kriegen. Mal Lützeburg hat nach keine Hilfe gefroht, also braucht Lützeburg am Prinzip auch den Treaty nicht zu schreiben, weil sie nehmen die Länder, die dann von den Änderungen zu schreiben, die gern suchen hätten. Wir rekocht schon mal an Europa, an zu Lützeburg, an die Wurstum geht, hier überhaupt nicht drüber diskutieren. Wurstum brauchen wir aber für den Schulmarsch zu bekämpfen, für den Sozialaufbau zu bekämpfen. Diesen Treaty wird nicht zu mehr Wurstum beitragen, mit diesem Treaty trägt dazu bei, dass garantiert an den nächsten Jahren mehr sozialen Aufbau gemäht wird. Und das ist hypokritisch von Majoritätsparteien, Deputierten am Regierungsredner von mir, dann immer gesagt wird, wir müssen aber soziale Mindestnormen an Europa kriegen. Dieselbe Leute über Jahrzehnten europäischen Treaty zugestimmt, die juste contraire von dem bewirkt tun, die nie als Ziel hatten, dem Sozialaufbau entgegenzuwirken, mit die immer nehmen als Resultat Sozialaufbau hatten. Und das geht auch mit diesem Treaty. Und dafür sollen dann nicht immer als Schlusssatz, wie Herr Bodri, auch wie Herr Spautz das gemäht hat, so hypokritisch dann aber so, sie wären für ein soziales Europa, wo ein Sozialmindestnormen wäre, wann sie dafür wären, dürften sie nicht für diesen Treaty stimmen. Ich versuche, wir stimmen keinem Treaty mit so, bis wir auch die sozialen Mindestnormen an Europa kriegen. Dafür, Herr Präsident, geht es nicht für Alibis machen. Wir sind für Europa, aber für ein sozial und demokratisches Europa. Aber weil dieser Treaty dem entgegensteht, werden wir dagegen stimmen. Merci, Herr Giberian. Nächster Redner ist der Jagif Henkes. Herr Henkes, das Wort.